Hallo zusammen, heute erzähle ich euch aus dem Leben von der Ada Lovelace. Sie war eine Mathematikerin und hat in England gelebt. Ihr Geburtstag war am 10. Dezember 1815. Gestorben ist sie am 27. November 1852. Den Text haben Elena Favilli und Francesca Cavallo geschrieben. Die Illustration ist von der Elisabetta Stoinich. Es war einmal ein Mädchen, das Ada geheissen hat. Die Ada hat Maschinen geliebt und hätte ungern fliegen. Sie hat sich ausführlich mit Vögeln beschäftigt, um das perfekte Verhältnis zwischen Flügelweite und Körpergewicht herauszufinden. Sie hat verschiedene Materialien getestet und hat versuchsweise unterschiedliche Modelle entwickelt. Es ist ihr zwar nie gelungen, wie ein Vogel in die Luft aufzusteigen, aber sie hat ein wunderbares Buch, Flyology, voller Zeichnungen geschaffen, in dem sie all ihre Erkenntnisse festgehalten hat. An einem Abend hat sie einen Ball besucht und ist dort an einem mürrischen alten Mathematiker begegnet. Sein Name war Charles Babbage. Die beiden haben sich schnell angefreundet und der Charles Babbage hat die Ada eingeladen, die von ihm erfundene Maschine anzuschauen. Er hat sie Differenzmaschine genannt und sie hat selbstständig addieren und subtrahieren können. So ein Gerät hat es bis dahin noch nie gegeben. Die Ada war fasziniert. Wie wär's, wenn wir eine Maschine bauen, die auch kompliziertere Rechnungen rechnen kann? Hat sie vorgeschlagen. Begeistert haben sich die Ada und der Charles an die Arbeit gemacht. Die Maschine, die sie entwickelt haben, war riesig und musste von einer Dampfmaschine angetrieben werden. Aber die Ada wollte noch weiter gehen. Wie wär's, wenn die Maschine auch noch Musik wiedergeben könnte und ausser Zahlen auch Buchstaben darstellen könnte? So hat sie die Idee vom modernen Computer vorweggenommen, lang bevor er eigentlich erfunden wurde. Die Ada hat das erste Computerprogramm in der Geschichte geschrieben. Mein Hirn ist mehr als sterblich. Das wird die Zukunft zeigen. Das war die Geschichte von der Ada Lovelace. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!